So, Ada. Jo. Spürst du das Kribbeln schon? Jo, besser. Also, weil du verliebt bist oder weil du abgeregt bist? Im Moment bin ich nicht verliebt, meine ich. Echt nicht. Du machst schon als Thema von Haut verroden. Verliebt sind. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, wir schwatzen heute über den Zustand vom Verliebtsein oder den Prozess von sich verlieben. Und da habe ich mich gefragt, wie mir denn, dass ich verliebt ist. Ich fand es ganz gut, dass du mich fragst, weil ich habe mich schon so oft verliebt. Für mich ist das immer so eine Sache von, dass ich merke, dass ich kann um nichts anderes denken oder kein anderer Mensch denken. Und Heinz, du fand ich das mega nervig, weil dann also so praktisch, ohne dass ich nicht irgendwie kann anderen an einen Zustand gelangt, den dann so ja, also Heinz, das ist ja mega gut. Aber ich merke oft, dass ich mich verliebe, ohne dass ich es will. Und dann ist es so ich merke, dass ich um da irgendwie 100 Mal an die Person denke und dann sind ich immer so, oh, wie scheiß, los schon rum, so, weil ich schon wirklich Gefühl, dass enorm viel Energie drauf geht. Ja. Wenn ich verliebt ist. Andererseits kriege ich aber auch mega viel Energie davon. Ich war eigentlich ganz, ganz, ganz verliebt an den jungen Mann, an den, und dann habe ich gemerkt, dass mir immer mehr warm geht. Mir war viel mehr warm wie sonst. Ah, krass. Ja, Okay. und das war an die Wand, da war ich die ganze Wand an hier verliebt, aber mir war nie kahl. Wow, Ja. okay. Also so körperliche Sachen merke ich auch. Was nach? Seht ihr, denk auf so Schmetterlinge am Bauch. Kannst du da so das komische Gefühl? Hast Ja, du mir das? dann just so, wann ich wirklich mit der Person gerade in der Weh sind. Ganz viel für und dem sich die Person gerade gesehen. Also so, Ja. wenn ich gerade um weh ist oder wenn ich Ja. gerade die Person wacht, dann könnte das ganz stark bei mir. Ja. Mir dann so am Anfang fand ich das immer, dass nicht unbedingt etwas Gutes. Das ist für mich sobald so Angst oder Nervosität. Nicht so etwas Frohes. Wie ist das für dich? Also, ich habe mich für kurzem recht verliebt. 2 Mal tatsächlich. Innerhalb von den letzten 2 Monaten. Und ja, die letzte Klasse sind nicht so lange hier. Mal keine 2 Wochen. Und Krass. ja, wir hatten eigentlich ein Date, dann haben wir beide geschlafen. Und den nächsten Morgen, wo ich so um wie viel heim war für ein Haustier, war ich so, oh, Moment, war das Licht ein glückliches Gefühl, was ich gerade einmal habe? Und war so, ups, okay. Und dann haben wir uns aber eine Woche lang nicht gesehen und dann haben wir uns gesehen und ich weiß, also wir sind extra an eine andere Stadt gefahren, hat besichert und ich weiß, so die halbe Stunde, bevor wir uns getroffen und ich so an der U-Bahn. Also immer mich schlimm gehen, und ich so müsste Musik lauschen, also die 5 Minuten für drin, bevor wir so rausgekommen sind, schon gedacht, ich muss mich übergehen, das war so schlimm. Ja. Und dann hast du die Nervosität, die schon nicht mehr so schön ist, meine ich. Genau. Ja. Ich schon das ganz viel, und ich schon ganz lange durch, dass das ähnlich das, was Verleben ist für mich, weil ich lang eben just ein Junge verliebt war. Und ich hatte immer so, das wird sich dann so überschnitten, dass ich gleichzeitig irgendwie so ein bisschen angeschüchtert war von ihnen. Und dann gemeint haben, dass das verliebt sind. Also ich meine, dass du irgendwas nach einer Trennung muss geschehen an meinem Kopf. Weil ich eben ganz viel eben so getindert tun. Und auf Tinder habe ich immer ein bisschen, also ich schon, wenn jemand Männer auf Tinder schwätzt, habe ich immer ein bisschen Angst. Oder so ein bisschen so ein ungut Gefühl, weil könnte ja alles geschehen. Und dann, wenn ihn aber lebt, habe ich das noch immer mehr ob ein, weißt du, so
Art und Weise, wo sich denkt, das ist so positiv. Und dann denke ich direkt, ich wäre verliebt. Ah, ja, okay. Weißt du die Nervosität hast? Genau. Ah, ja, okay. Ich habe eine Nervosität, und ich habe aber auch eine Person, wo ich nicht desagreeabel fand, mit der zu schwätzen. Ja. Und dann meine ich direkt so, oh mein Gott, oh, ich bin verliebt. Und das ist aber, heinst du, meine ich, war das eine falsche Schlussfolgerung, dass ich, weil das einfach so, ich kann das noch nicht richtig unterscheiden. Das ist ganz komisch. Ich habe das schon vor einem Jahr gemerkt, ich habe vor einem Jahr geguckt, an meinem Tagebuch, hatte ich schon darüber geschrieben, und hat mega gut beschrieben, und ich hatte darum vergessen. Und dann ist mir noch vor ein paar Wochen aufgefallen. Mir ist schon dann angefangen, so Sachen zu machen, wie wenn ich mich mit einem treffen, wo ich weiß, ich bin nervös, mir ist aber vielleicht noch nicht verliebt oder gar nicht verliebt, dann mache ich so Sachen wie so Mandarinen schälen oder so, weil das beruhigt mich mega. Und das ist so eine Sache von, da nur den etwas zu dienen, weil wenn du sitzt, da wart an nichts zu dienen, da fühlt es sich so mega so, oh, ich bin allein und ich brauche nur einen, der mich beschäftigt und so, weißt du, und so eine ganz langweilige Sache wie ein Mandarin schälen oder irgendwie so ein Stück Papaya fallen oder so. Und dann ist es schon besser. Krass, wie bist du drauf gekommen, dass am Anfang ich davon erkennt, dass du angeschüchtert oder abgeregt bist? Also schon so 2 Jahre gemerkt, dass ich auch Frauen cool fand. Und dann habe ich eben so ein paar Mal gemerkt, so bei meinen Freundinnen, aber bei meinen weiblichen Leuten, die ich irgendwie romantisch interessant fand, als das echte Engagement, so das sind die Leute, wo ich mega entspannt kann sehen. Und du weinst, fand ich sie so cool. Das ist praktisch so die Engagement. Und dann habe ich aber gemerkt, so, wo ich das weiß, machen sie mich auch nervös. Probieren das gerade irgendwie zu bekämpfen. Okay. Und ich meine, das geht doch ganz gut, weil ich eben so, weil ich das so erkannt habe, losen ich mich einfach nicht mehr so nervös machen. Okay. Mir das ist eine ganz komische Sache, weil das eben auch so an der tut ja nicht immer einen, an den ich gerade verliebt ist, da kann ich das nicht immer üben. Ich kann mal genauso gut so und so, ich muss das lehren, Melo, Heinz, du den eben nicht Material. Das war. Das ist schon doch spannend, wie ihn so mega unterschiedlich kann verliebt sind, weil ich mich an die Frau, von der ich gerade gezählt habe, Deck sehr verliebt, also halt so nur einer Nurst, quasi so waren irgendwie, keine Ahnung, schon so Verliebtheitspflicht do. Und auch da fand ich mega spannend, so die unterschiedlichen Kategorien von, okay, war da Crush oder habe ich mich verknallt und war ich echt da verliebt, also du gehst ja auch unterschiedlich Grade nach so. Ich kann mich da gar nicht aus, muss ich ehrlich so, weil ich schon Haut nach geduldet so, verleben und dann geht es dir so leid, so die so, das ist nicht das, verliebt zu sein an Eger zu holen. Ja. Aber dann geht es nach so anderen Trennungen, die ich gar nicht richtig verstehe. Froh mit einem Sinn oder Crush oder so. Ja. Also Crush ist eigentlich echt da, wenn eine Person für dich gesagt und dann so, also, oh, okay, ich fand die Person mega flott, oder vielleicht bis man nicht schwarz mit so Crush mehr. Ich meine, es sind auch viele Leute, die das so benutzen für Leute, die sie nicht kennen, so Starren oder so. Ja. So Star Crush. Oder es gibt so den Girl Crush zum Beispiel, die was Phrasen und die am Anfang hetero sind, mit dann aber auf eine Frau stehen so. Also so, ich meine, das sind die Konnotationen. So verknallt, aus meinisch, das ist ein bisschen konnotiert, man so Teenie verknallt hat. Weißt du, was ich meine? So Dexeya. Ja. Und das aber auch vielleicht ein Dexeya vor das. Und du hast von so Grenz zwischen verknallt oder verliebt sind, mega fluid. Und auch so bei verliebt sind, das wie wenn das so große Bereich wie und kann echt so sehen, dass es auch sehr im Fortgehen kann und das kann echt so an die Richtung gehen von einer Person aufhängen gern zu hören. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist mega verwirrend, weil nicht so genau so kann Heinz du wo an dem Bereich in ist. Ja. Das ist interessant. Ja, ich fand es interessant, dass das so von der Zeit hier mega unterschiedlich kann sein, eben, weil ich mit Männern immer so ganz mich sehr verliebt bin. Und ich meine, das aber auch, weil ihn eben gewisse kriegt, wie das geht, sich an einen Mann zu verlieben. Und ich konnte aber nicht gewissen, wie das ist, sich an eine Frau zu verlieben. Und ich meine, am Anfang ist das nicht natürlich für mich, dass ich mich so schnell verliebe. Ja. Aber ich konnte das eben irgendwie so neu bauen. Weil du schon eine Geschichte für quasi hast. Genau. Und wenn ich mich an eine Frau verliebe, dann muss ich das alles neu lernen.
Und dann muss ich mal überlegen, so, oder nicht überlegen, weil ich kann ja nicht, ich kann ja überhaupt nicht über nachdenken. Ja. Mehr so, da muss ich am Anfang wirklich vielleicht merken, was mit mir geschieht. Ja. Weil wenn ich gegen probiere, mich so an eine Frau zu verlieben, wie ich mich immer an Männer verliebt tun, dann wäre das alles falsch, da wäre das irgendwie komisch, eigentlich. Weil es so negativ mit Nervosität an... Genau, und das auch So, bei mir persönlich war es immer so, dass es mega schnell gegangen ist, wir haben es mega oft gesehen, und dann so vom Anfang an war es eine romantische Beziehung. Ah, ja. Und mit den meisten Frauen fängt es immer als Freundschaft an, für mich, also oft. Und dann für so von einer Freundschaft auf eine Beziehung zu progressieren, also etwas ganz anderes, wie wenn sich ein trifft, und dann irgendwie mal nicht schläft, und dann sich nach einem Und dann von Anfang an klar aus, du gibst die Erwartungen, genau. Ich muss irgendwie eine Beziehung haben, und eine Beziehung geht da und so. Genau. Ah, ja, okay, ja, ich verstehe. Ja, das ist witzig, weil bei mir, also umgedreht, tatsächlich. Wirklich? Ja, also auf Frau verliebe ich mich schon ziemlich sehr, also wenn ich wirklich so verknallt bin, geht er doch sehr zu einer Verliebtheit. Also, auf jeden Fall war es mit meinen 3, 4 letzten Partnerinnen so. Und ich habe mich direkt lang nicht an Männer verliebt. Und, lo schon, also für ein Instrument. Und das hat aber direkt lang gedauert. Bestimmt über ein halbes, 3/4 Jahr. Und, wir waren für dich mal befreundet und so einfach von Anfang an klar, dass wir schon irgendwie auch eine Sexualbeziehung mit ihnen wollen. Aber etwa für mich so klar, ich werde mich nicht an ihn verlieben, weil, ja, ich weiß nicht, die Erfahrung, also ich kann das Muster von, du triffst einen Typ und dann, keine Ahnung, fängst du selbst mit denen an und dann ist es ziemlich sehr so, dass ich in einer festen Beziehung landet, weil das für mich irgendwie keine Option war, quasi der Geschichte zu nur zu gehen, und ich halt gedacht, das, also geht gar nicht, dass ich mich verliebe. Und dann sind ich ein aus dem Traum gekommen, und ich bin so bei mich heimgegangen, und ich bin so durch die Straße getrippelt, und war kalt, und es hat geregnet, und ich war mega gut drauf, und dann war ich so, Moment, es geht mir gerade viel zu gut. Dafür bin ich gerade alles rundherum aus, und dann war ich so, ups. Okay. Das hat mega lang gedauert, und es hat mega lang gedauert, auch für Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung aufzubauen und so. Und das fand ich auch mega witzig. Das kann ihn halt auch Heinz so nicht dann so steuern, ob er sich verliebt oder nicht. Also klar kann ihn sich dann mal treffen und so, wir waren nicht schön, also unkompliziert, sondern eine gute Kommunikation und dann so, geht es ja am Anfang Grund dafür. Ja. Es tut vielleicht auch etwas, also ich fand es mega interessant, dass du so siehst, dass du dann gemerkt hast, dass du verliebt warst, weil ich habe das Gefühl, ich weiß immer von Anfang an, ob ich mich verlieben werde oder nicht. Ah, ja. Und vielleicht auch eine Art von so self-fulfilling prophecy, dass das irgendwie so, ich gehe an eine Situation ran, und so mal so ziemlich schnell dezidieren ich, ob ich verliebt werde sein oder nicht. Und das, ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich kann das irgendwie nicht anders. Ich kann das aber auch, also ich meine, die Karriere, wo ich mich so sehr verliebt habe, war für mich von Anfang an klar, dass ich Lust habe, mich an die Person zu verlieben. Oder dass ich Lust habe, in der Person mir nur zu kommen. Du hast wieder auch schon ein bisschen angeschwärzt, wann es mir kompliziert ist, wenn ihn sich verliebt. Du fallen mal 2 Sachen an. Erstens, so, wenn ihn sich verliebt, ohne dass ihn will, und die ganze Zeit halt an die Person denkt. Und zweitens, wenn ihn sich verliebt, an die andere Person, ist nicht verliebt. Vielleicht können wir die 2 Sachen eigentlich mehr genau gucken. Ja, es ist schon eine gute Geschichte, weil für rund ziemlich genau einem Jahr hatte ich einen Typ kennengelernt, und wir haben uns dann so 2-3 Mal just getroffen. Und die erste, wo wir uns getroffen haben, war es mega schön, aber so wirklich ganz krass, am Anfang unromantisch. Also so, wir haben mega cool Sachen mit mir gemacht, so Sachen, die ihr noch mit einem richtig guten Kollegen machen kann. Und ich war aber direkt verliebt. Und ich habe das auch direkt gemerkt, und ich war mega so, und ich war, mir ist aber auch nicht aufgefallen, ich wusste nicht, ob hier irgendwie mir interessiert war oder nicht so. Es war ein Tinder-Date, mir das, weißt du, so, von dem Dingens, was geschieht ist, war gut kein irgendwie Zeichen, du wartet lo wer. Ja. Und dann habe ich immer gefroht, ob ihn sich nachher wohl treffen. Und ihn hat mich nie gefroht, und er war immer just, mir hin hat aber auch nicht nie gesagt, weißt du so. Und das war aber so eine Sache von so, erstens mal, als das nicht
den typische Schema, dass die Frau, man muss so ein komm in meiner Rappes, Ja. mir das ist ja okay, so da war ich auch so, ja, für was steht, das müsste ja okay sein. Und andererseits war er noch einfach mega unkommunikativ, so am Generellen. Und es war so, ich war von Anfang an mega verliebt, Hunde aber nicht mehr zugehen. Ich war dann immer so, oh, für was muss ich so viel hindenken, das ist mega nervig. Und es war wirklich so eine Sache von, mein Gehirn hat einfach irgendeine Person gebraucht, für sich dort rund zu hängen. Ja. Ich habe mein Tagebuch nachher geguckt. Ich habe wirklich nach 2 Monaten lang, nachdem sich ihn gar nicht mehr gesehen hat, immer ungeduscht. Und immer auf mein Handy geguckt und so evaluiert, ob ich ihm noch soll schreiben oder ob er mir geschrieben hat oder war ich kein Schreiben, für so elegant rauszufinden, was hier will und so mega blöd Sachen. Ja. Weil hier war gar nicht so interessant. Ja. Mir das so ein typisch Sache von so die Gedanken, ich meine, die müssten einfach geschehen und war ein bisschen egal, wen sie geriecht waren. Ja. Und ich meine, so ist das zwar nicht immer, wenn ihn so unglücklich verlebt, das aber oft, weil oft hat die Person da wenig dummer zu dienen und ich wusste gar nicht über Tieren. Also so pure Sachen und die Sachen, die ich über Tieren wusste, waren am Anfang nicht so cool. Ich war wirklich wochenlang krass so mal da beschäftigt, aber wenn ich nur direkt dran denke, ich hatte vergessen, dass hin überhaupt existiert wird, bis ich an mein Tagebuch geguckt habe. Ah, krass, das ist auch 6 Jahre dann dran. Wirklich. Ich meine, das ist so eine Sache von so, heißt du brauchst als Mensch eine Attaché-Person, wo sich kann du mal da beschäftigen. Oder dann, weißt du, so, wenn in der juste Partner hat, 4 Partner zu haben, Ja. dann ist das auch sinnlos. Ja, das ist ein bisschen sich zu verleben an die sich zu verleben. So. Genau. Und so ein bisschen an die auch von der anderen Person. Ganz genau. Das ist so verliebt sein, 4 verliebt sein. Ja. Und geht gut in die andere Person. Ja, das, ich weiß nicht, ob man, wenn mir das die letzte geschieht ist, also das ist relativ sehr meistens im Fach so. Mir gibt aber auch eine Art von verliebt sein, wo ihr wirklich so eine Person ganz gut kennt und dann an die verliebt ist, an die dann nicht das erwidert. Und dann ist das hatte ich auch schon. An Jahre lang. Und da ist dann eine andere Sache von ich, weil dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl gerade brauche, mehr, dass die Person da dann einem auslässt und da aber irgendwie nicht passt. Ja. Hast du das auch schon erklärt? Ich meine nicht. Ich meine, biselo, aufgesehen von so Crushen, die dann halt so ein bisschen schmerzhaft waren, ich noch nie die Situation hatte, dass ich mega an eine Person verliebt war, die ich auch schon lange kennen, an der das dann nicht wollte, quasi. No, mir das ist so ein Gefühl, dass das so eine Sache, die oft geschieht, wenn ich nach mir jung war. Ja. Und ich hatte doch an der Primärschule eben. Ja. Nee, es war aber wirklich echt, auch wenn ich so nicht an der Primärschule so, ja, das war wirklich eine echt Sache für mich. Und es war auch wirklich so 4 Jahre lang, war ich verliebt krass, an den okay. Typ. Und wir waren beste Kollegen. Und ich wusste aber auch, so, wenn ich ihm das so, dann seht ihr einfach, nee, ich fand das nicht so schön oder so, weißt du, so. Und das tut ihn dann noch gemacht. Also ich so ihm das dann. Oh, und du? Das ist eine ganz tragische Geschichte. Willst du so im Radio erzählen? Wir waren mit der Schule eine Woche irgendwo an die Vakanz gefahren. Und dann haben wir eben den ganzen Tag viel gespielt und so krass Sachen gemacht. Und dann hatten wir oben so einen Tanz, so einen typischen so Vakanz-Schul-Aufschluss-Tanz-Ball-Dingens. Und ich hatte aber nicht geduscht für drin. Und dann haben wir getanzt mit denen und danach ist er fortgelaufen. Und dann hat er mir ausrichten gelassen, dass er mich mehr cool fand, wenn ich gegen Parfum benutze. Und da war ich wirklich so ein paar Wochen lang ganz, ganz traurig. Ja, das glaube ich. Und ja, dann habe ich mich aber auch davon gelesen. Scheiße. So, mir das witzig eben auch, weil so, das, was ich damals an ihm gesehen habe, als nicht mehr du. Also nicht mehr so eine Person. Ja. Und das ist ein spannender Punkt, ja. ja, so eine Sache beim Verleben, das leid oft so in so, wie sie denn das, unkonditionell. Dass in ein Mensch gerne hat ohne irgendeine Bedingungen. Ja, bedingungslos. Wenn er sich verliebt, fand ich als immer eine mega Bedingung. Ja, oder pure Bedingungen. Und das war bei ihm auch genauso. Ich hatte so Sachen, die ich schon ihm mega cool fand, die lo einfach nicht mehr da sehen. Und das erleichtert den aber auch mega dann. Wenn es nicht erwidert war, dann ist sie so, gut, wie sie so, dann ist nicht mehr da am Anfang.
Ja, ich meine, das ist ein Unterschied zwischen verliebt sein an eine Person gern haben, oder? Ja, aber andererseits meine ich auch, wenn ihn gern hat ihn aber auch immer irgendwo Bedingungen. Weil das ist ja nicht so, Beziehungen, wo ihn sich wirklich gern hat, können sich ja auch scheitern oder zum Schlechten verändern. Kann ihn dadurch so gesehen, dass irgendeine Bedingung eben nicht mehr erfüllt wird oder dass etwas gebracht ist. Ja, also meine Erfahrungen, die man da sehen, dass meine Lastpartnerin, ich war mega, mega, mega krass verliebt und hat wirklich auch dick lang. Und dann, haben wir uns irgendwann getrennt und hat das so gut nicht mehr die Person, an der ich mich verliebt habe. Und das ist mega witzig, weil ich schon gestern zufällig nach Fotos von uns gesehen, von, für 2 Jahren, auch von der Person, an die ich mich halt verliebt habe. Und das ist nicht mehr die Person. Und ich schon mit ihm aufgeschlossen, also die Beziehung, aber ich schon nicht da aufgeschlossen mit der Person, an der ich mich verliebt habe. So. Weil wo ich dann die Fotos geguckt habe, war nicht mega traurig, wo ich wirklich so war, wow, es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn irgendwie gestorben ist, weil halt einfach sich so krass verändert wird und einfach die Frau, an die ich mich verliebt habe, nicht mehr existiert. Ja. Ja, das war irgendwie, also einfach eine krasse Realisation. Und aber andererseits auch schön, weil ich mir denke, so, ich muss nicht mit ihm zu dienen und das ist okay für mich, weil das nicht mehr die Person ist. Ja. Ja, ich hatte so ähnliche Sachen auch schon. So Sachen, wo ihn zurückguckt und sich denkt so, ich vermisse etwas davon, aber nicht die Person selber. Ich vermisse oft bei vergangenen Beziehungen einfach verliebt sein. Ja. An so die Sachen, die er gemacht hat, an die Sachen, die er möchte, wenn er verliebt ist. Und da verbinde ich das natürlich mit der Person. Ja. Aber ich merke auch schon, also eine schöne Sache vielleicht für zu sagen, weil ich eben zu Wien viel ganz ängstlich oder so verkrampft Beziehungen mit Männern gehabt, weil immer wenn ich hinkomme, habe ich nichts zu dienen und dann fühle ich mich allein und dann gehe ich auf Tinder und dann probiere ich so krampfhaft auf Bein zu stellen, was nicht geht. Und ich verliebe mich dann aber immer ganz schnell, obwohl es nie so ideal ist und so. Und dann habe ich mir gedacht, am Anfang sehe ich nicht an die Leute verliebt, mir einfach an die Stadt. Und ich verliebe mich wirklich mega schnell und das ist einfach, weil ich die Stadt so schön fand. Das ist schön. Und einfach so mich in der Stadt lieben lassen. Ja. Das ist schon genug. Ja, das ist schön. Ja. Am Anfang wäre ein sehr guten Aufschluss. Verhalt mal ob, dass man nicht so genau darauf angegangen sind, wann in einer Person sieht, dass sie verliebt ist und sie sieht es nicht zurück. Hast du das schon erklärt? Für eine lange Woche. Und, also ich weiß, dass die Person Frau mit mir ist und man vielleicht auch so ein bisschen eine andere Definition haben von wer ein Gefühl erheschen, dass du verliebt bist oder was, also weil ich ja nicht kann ausschwatzen. Und ich meine schon definitiv mega viel gelernt, so Gefühle auszuschwatzen, weil das mehr, also wenn ihr seht, dass ihr an eine Person verliebt ist, möchten sich mega krass verletzlich, weil mega. Die Person da weiß, dass sie Murcht über das Schwert irgendwo und das kann emotional beeinflussen. Und ja, ich muss sagen, es war schon ein bisschen schwer für mich, es nicht genauso zurückgesucht zu kriegen, einfach weil, ja, ich mich dann mega verletzlich gefühlt habe an dem Moment. Aber letzten Endes, also nicht so eine Situation, wo ich unglücklich verliebt bin und die andere Person will nicht von mir wissen, dafür war es okay. Und ich fand es mega schwer, nicht zu erwarten, dass die Person etwas zurück sieht. Weil das dir schon aber ein Wunsch von mir ist, so, dass du so Gleichgewicht gibt irgendwie und dass auch die andere Person verknallt damit ist. Ich fand das mega gut, dass du das gesagt hast und dass du das einfach gemacht hast, weil das eine Sache, die ich noch gar nicht gut kann. Und ich will das aber wirklich können und so, das ist auch ein Viersatz von mir für Zukunft, dass ich vielleicht einfach ehrlich sagen, wie ich mich fühle. Und so, ich meine, du hast recht, dass ich nicht am Anfang, idealerweise muss ich nicht so können, ohne Erwartungen. Ja. Einfach so ausschwatzen, so wie mehr als Karl. So, ja. Ich fand dich cool oder ich sie verliebt an dich. Ja. Und ich fand das ganz inspirierend. Ja, schon mal das viel geholt. Da muss ich mich nach verleben. Ja, guter Punkt. Ja. Gut, Maja, und dann noch viel Spaß mit der Rubrik. Adi. Adi.
Sexmythos. 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 Es gibt einen großen Mythos, den sich immer noch hält. Das Größe vom Penis und Qualität vom Sex zusammenhängen. Aber sind wir mal ehrlich. Heißt ein grosser Penis nicht bessere Sex? Fangen wir ganz à la base an. Was impliziert das? Für dich mal der Sex als penetrative Sex gesiegt. Das ist mal das Erste, was nicht stimmt. Sex ist viel mehr breit. Kann ich Fangere benutzen, kussen, lecken, reiben, upacken, etc. etc. Und auch wenn eine Person penetriert wird, muss das nicht unbedingt ein Penis sein, kann auch ein Dildo oder Fangere benutzen. So viel mal zu der Sexpraxis, aber den in der Sex bzw. gute Sex verstehen kann. Kommen wir mal zu der Anatomie. Bei Körperdeler angeht, weisen Studien, dass die meisten Leute mit Penis, da sind sie klang von. Die Ideen kommen natürlich aus Pornoen, wo einem Durchsteller gecast gehen, die einen großen Penis haben. Da kann ich nicht mehr sagen, die Vagina ist nicht besonders lang. Der Vaginalschlauch also ungefähr zwischen 6 und 10 cm. Und auch nehmen die 1 Zentimeter vom Vaginalkanal sie wirklich sensibel. Das heißt, dass es dahingehend keinen Unterschied macht, ob der Penis am erregierten Zustand 7 oder 13 cm lang ist. Und nicht nur vaginal, mehr auch beim Analsex kann ein kleiner und der durchschnittlich große Penis für 4 Teile sein, weil die Prostat leidet zum Beispiel gar nicht so weit weg vom Anusangang. Außerdem ist es so, dass wenn sich Penispenetration auffällt, auch viel abhängig von der Position ist. Wenn wir von vaginaler Penetration schwätzen, kann es für viele Personen mit einer Vulva sich gut auffällen, den G-Punkt zu stimulieren. Der G-Punkt ist allerdings kein Punkt mehr ein Platz. Und zwar, wenn ihn nur bannen und dann 4 bis 5 cm geht. Auch hier ist die Länge vom Penis nicht unbedingt relevant mit Position, als wer penetriert wird. Bei Penispenetration kann es dafür vielleicht für 4 Teile sein, wenn die Person mit der Vulva oben ist. Verschiedene Frauen fanden es auch gut, wenn der Penis Hannen und ihrem Muttermund ruckend. Andere überhaupt nicht. Da sind die meisten Penisse wahrscheinlich nicht lang genug, für ganz bis Hannen drun zu kommen. Obwohl sich der Vaginalschlauch relativ zusammenziehen kann. Das heißt, auch Männer wie 8 bis 10 cm kann lang sein. Auch hier ist es ausprobieren. Viele Frauen können übrigens durch Vaginalpenetration keinen Orgasmus kriegen, weil Klitoris nicht genug stimuliert wird. Klitoris leidet rund um die Vagina, aber zwar schon bei Penetration angeregt, aber oft hilft es, wenn ihr noch eine Hand beihält, auf von außen Klitoris matt stimuliert. Und auch insgesamt ist es so, wenn ihr zum Beispiel durch Penis- oder Dildo-Penetration nicht froh geht, dass es noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt für Sex zu haben, wie ich halt schon am Anfang gesagt habe. Also, nicht Größe vom Penis möchte gute Sex oder gute penetrative Sex, mehr gute Sex möchte gute Sex. Was heißt das? Dass ihr gut miteinander kommuniziert, guckt, was sich gut fühlt, auf wen ihn angepackt wird gehen, ob was ihr Lust hat und so weiter. Gute Sex heißt, dass ihr lauscht, was die andere Person an ihre Körper sagen und ihn nachfragt. Eine andere Konnotation, die froh hat, braucht eine große Penis für keine gute Sex zu haben, als Konnotation, dass gute Sex mit einem Orgasmus abhält. Auch dem ist nicht so. Viel gute Sex hält nicht mit einem Orgasmus ab. Und oft ist es auch so, dass weil das Ziel von einem Orgasmus hat, der Sex an sich am Anfang gar nicht mehr so spannend ist. Oder Druck abgebaut wird, dass ihr gar nicht bis dahin könnt. Wenn jeder die Sache weiß, da wäre man ja auf der gewonnenen Seite. Mit dem ist es aber nicht so. Eine gewisse Unsicherheit oder Angst, die Jungen oder Männer haben, zum Beispiel, dass sie ihre Partner oder ihre Partnerin nicht können befriedigen oder dass man ihnen den Gag gemacht wird, wenn es ihrer Penis gräßt, sie mehr wie verständlich, führen allem an der Gesellschaft an dem wir leben. Dafür ist es wichtig, gut informiert zu sein und offen über den Mythos zu schwätzen. Dir habt nach Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Dir fand mich bei Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.